Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Wir freuen uns über alle, die schon zum 10. Mal eingeschaltet haben und alle, die das erste Mal dabei sind. Wir begrüßen auch alle Langschläfer, die vielleicht erst am 11 Uhr einschalten, oder alle Spätzünder, die heute vielleicht ganz einen anderen Tag haben. Mein Name ist Stefanie Klinger und ich führe euch heute ein bisschen durch das Programm. Das ist schon der Livestream Nummer 9. Und bis jetzt läuft das meiste alles hier am Schnürli. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unsere Technik, die sich Sonntag für Sonntag mit neuen Herausforderungen umschlägt. Ein grosses Dankeschön. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, wie lange können wir echt noch in den Genuss von dem Stubengottesdienst? Von meiner Seite kann ich sagen, wir von der Jungschar, wir haben unsere Zelt auf der Livestream-Wiese schon abgebrochen. Unser Studio hier im FEG-Saal ist schon vernichtet. Und wir freuen uns schon mega, unsere Kinder hoffentlich bald auf der Dreispitzwiese wieder zu begrüßen. Es freut uns natürlich auch ein bisschen, dass die kleine Ära von Livestream Jungschar zu Ende gegangen ist. Und bereuen und freuen, das passt gerade zu unserer heutigen Thematik der Predigt. Wir werden heute eine Predigt haben über den Psalm 32. Wir sind ja in den Psalmen unterwegs. Und wir werden von Philemon Resnick heute eine Predigt darüber haben. Der Philemon wird die Predigt in seinem schönsten Schweizerdeutsch halten. Heute gibt es aber auch noch etwas Spezielles. Nach der Predigt wird nämlich nochmal eine Predigt geben auf Hochdeutsch. Aufgrund von vermehrter Nachfrage haben wir gedacht, es gibt da eine Erweiterung vom Angebot. Es wird nach dem regulären Gottesdienst Live-Musik geben von unserer Band, natürlich mit Text, wo ihr könnt mit worshipen und mit feiern. Dann kurze Info, unsere Zoom-Kaffeebar. Und nach dem Gottesdienst wird es einen Gottesdienst auf Schriftdeutsch geben, das etwa 11.30 Uhr. Also nach diesem Gottesdienst wird es um 11.30 Uhr einen Gottesdienst auf Schriftdeutsch geben. Jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger warten lassen und ich freue mich, den Philemon Resnick auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ja, also das schönste Schweizerdeutsch. Ich gebe mir Mühe, dass es schön tönt. Ich hoffe vor allem, dass man es gut versteht. Und vielleicht spürt ihr, wir haben wirklich das Herzensanliegen, auch mit dem hochdeutschen Gottesdienst, den wir um 11:30 noch machen wollen, dass viele Menschen in dieser Zeit, gerade von dieser Corona-Krise, von Jesus dürfen hören und die Hoffnung dürfen mitnehmen. Auch solche, die jetzt mit meinem schönsten Schweizerdeutsch nicht so viel anfangen können, weil ehrlich gesagt, das eine ist manchmal schon auch ein bisschen schwer zu verstehen. Also, vielleicht können wir das auch mittragen, das Anliegen, dass möglichst viele Menschen Gott auch hören vom Evangelium, von diesen Psalmen, was Gott für wunderbare Zusagen macht, gerade auch in dieser Zeit so etwas Gewaltiges und Wertvolles. Wir werden jetzt eintauchen miteinander im Psalm 32. Bereuen und freuen. Viele sagen, das ist ein Buß-Psalm. Also Buß, das heisst, man tut in sich hineinkehren und merkt, oh, das ist etwas nicht gut und kehrt um. Man bereut es und geht nachher einen anderen Weg weiter. Das ganz Spannende ist, der Psalm 32 der fängt an mit Glück. Der Psalmschreiber schreibt, hey, glücklich ist der Mensch, der das und das erlebt. Und mich würde es wundern, jetzt gerade zum Thema Glück, was sind so die kleinen Alltagssachen, die dich glücklich machen? Also zum Beispiel, mich hat heute Morgen glücklich gemacht, ich habe so ein bisschen Morgenritual, dass ich eine warme Offi trinke und das tut mir auch so richtig gut und belebt mich für den Tag und gibt mir so ein bisschen Power und Energie. Das war so mein Glücksmoment heute Morgen. Und es würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere einen kleinen Kommentar im YouTube schreibt, was ist das Kleine im Alltag, das dich glücklich macht, das dir Freude gibt. Weil das ist eines von diesen Themen vom Psalm 32, was auch damit anfängt. Glück. Was macht uns glücklich? Schreibt doch den einen oder anderen Kommentar. Und ich tue das da schon oben anzeichnen. Das Thema Glück ist etwas, was sehr wichtig ist im Psalm 32. Es ist natürlich klar, wenn der David über Glück schreibt, dann meint er ein Glück, das irgendwo tiefer innen ist. Das nicht nur so ein kurzes Alltagsglück ist, das aber unser Leben auch sehr bereichern kann. Sondern der David der redet von einem anderen Glück. Von einem, der so eine richtig tiefe Freude von innen raus macht. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn wir vom Psalm 32 reden, dass wir uns ein bisschen die Situation vorstellen können. Wie der David den Psalm geschrieben hat. Das heisst am Anfang, der David hat den geschrieben. Und der David hat etwas erlebt, was sicher nicht sehr glücklich war. Wahrscheinlich ist der Psalm 32 im Zusammenhang mit der ganzen Story von der Bathseba
geschrieben worden. Eine Geschichte, wo der David, als König von Israel, auf seinem Palast rumläuft. Es ist ihm langweilig, es ist aber eine Kriegszeit, sein Heer ist im Krieg. Und dann sieht er dort die wunderschöne Bathseba und seine Augen fallen dem schier raus. Und das Einzige, was er im Kopf hat, ist, diese Frau, die will ich haben. Vielleicht macht ja die mich glücklich. Aber die Frau ist verheiratet, der David übrigens auch, sogar mit ganz vielen Frauen, wenn man das lesen da im Alten Testament. Und er begeht Ehebruch. Er betrügt. Nachher wird Bathseba schwanger und dann fängt er an zu vertuschen und verheimlichen. Er schaut, wie er es irgendwie unter die Decke kehren kann. Er sagt, hey Uriah, der Mann von der Bathseba, komm doch heim vom Krieg aus dem Heer. Er hat ihm schön Alkohol zum Trinken gegeben und gesagt, geh doch jetzt mal heim zu der Bathseba, mal schauen, was da alles so passiert. Und dann könnte man ja dann denken, okay, das Kind ist ja gar nicht vom David, sondern vom Uriah selber. Aber der Uriah ist so ein treuer Mann, er sagt, lieber schlafe ich im Eingang vom Palast, dass ich nachher möglichst schnell zurückgehen kann, wieder zu meinem Heer, um mit meinen Kollegen zu kämpfen, um meine Kameraden nicht im Stich zu lassen, dass ich heimgehe und der Plan geht nicht auf. Es ist so wie ein Wasserstrudel, wo der David immer weiter runterzieht, wo sogar zum Auftragsmord führt. Und der Uriah stirbt, wird umgebracht von den feindlichen Soldaten, weil man ihn zuvorderst auf die Front geschickt hat. Und es wird immer schlimmer. Und es fängt an rumoren im David. Und es zieht ihn ab. Aber er verdrängt es. Er schiebt es weg. Er begreift nicht, was das für eine Tragweite ist, was er angestellt hat. Und erst, als der Prophet Nathan kommt und ihm das aufzeigt, wird er einsichtig und bekennt es und gibt es zu. Und erlebt, wie ihm vergeben wird und eine ganz neue Freiheit und Leichtigkeit wieder finden. Und dann schreibt er, hey, das ist doch das tiefe Glück. Wenn die Lasten, die einem rumoren, die einem abziehen, wenn man die loswerden und wenn es einem nachher leicht sein darf, wenn man sich wieder frei fühlen darf. Ein Glück, das nicht schnell vergeht, wie meine Schokimilch am Morgen, sondern das von innen kommt und das auch durch längere Zeit anhebt. Ja, das Glück beim David. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht denkst du manchmal über Christen nach und hast so das Bild, hey, Christen, die tun so, als wäre bei ihnen immer alles ganz gut. Ich habe da ein kleines Bild mitgebracht, das ich euch gerne einblenden möchte, von so einem richtigen Vorzeige-Christ. Also dem glänzen sogar die Zähne, bei dem ist alles so blitzblank und sauber. Manchmal denkt man, ein Christ müsste doch so sein, da läuft alles perfekt und gut. Und wir sind heute aber auch da am Morgen, um ehrlich zu sein und zu sagen, hey, der David im Alten Testament, er war ein Mann, was heisst in der Bibel, nach dem Herz von Gott. Und der Mann nach dem Herz von Gott, also wenn wir die Abgründe lesen, die da passiert sind im David im Leben, dann dürfen wir auch einfach ehrlich sein und sagen, hey, das Bild von dem perfekten Christ mit Bling-Bling an den Zähnen und super perfekt rausgeputzt, das gibt es gar nicht. Ich weiss jetzt nicht, wie du dich wirst einordnen, ob du dich auch wirst als Christ bezeichnen, als einer, der an Jesus glaubt oder eher nicht. Vielleicht sagst du, ich habe eher nicht so viel mit dem Glauben oder mit der Kirche und so am Hut. Oft ist es doch so, dass besonders auch Menschen, die nicht so viel mit dem Glauben am Hut haben, merken, hey, bei den Christen, dort läuft im Fall auch nicht immer alles gut, gell? Dort ist nicht immer alles nur glänzig, dort gibt es auch Abgründe, dort gibt es auch Schuld, dort gibt es auch schlechte Sachen. Und heute wollen wir ganz ehrlich sein miteinander. Heute wollen wir ganz ehrlich sein, wenn wir auf den David schauen und es ist so gut, gibt er uns einen Einblick in sein Leben, ganz offen und ehrlich. Und zeigt er uns auch, wie die Schuld, die wir manchmal auf uns laden, wenn man sie vergeben wird, in eine ganz neue Freiheit führen kann. Mich nimmt es jetzt aber Wunder auch, was ihr geschrieben habt, was sind so die kleinen Sachen, die euch glücklich machen. Ich schaue da gerade mal, was ich da schon entdecken darf. Jemand schreibt das Lachen vom Sohn. Das ist etwas, das tut wirklich gut am Herz. Oder an der wärmenden Sonne sitzen, haben wir heute auch noch ein bisschen Gelegenheit dazu. Ein herrlicher Morgenspaziergang im Wald, in der Natur, in der Schöpfung. Wenn man sehen, wie die eigenen Kinder aufwachsen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, so Kleinigkeiten im Alltag, die uns glücklich machen. Und wo wir wirklich auch dankbar sein dürfen. Dankbar, dass Gott sie uns schenkt. Und wir wollen miteinander aber jetzt noch einen Schritt weiter eintauchen und schauen, was ist denn so das gewesen, was der David sagt, was ihn glücklich macht. Wo auch noch einen Schritt weiter geht. Und da möchten wir gerade bewusst auch noch miteinander beten, dass Gott uns ein Stückchen mehr von dem Glück, das er schenken will, offenbaren, zeigen. Danke vielmals
Vater im Himmel, dass wir zu dir dürfen kommen, auch als unperfekte Menschen. Danke, Jesus Christus, dass du uns verbindest miteinander. Ja, wir sind jetzt nicht im gleichen Raum zum Gottesdienst feiern, aber trotzdem sind wir miteinander verbunden mit dir, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten sind. Und Heiliger Geist, mach du unsere Herzen auf, dass wir dürfen ein Stück mehr verstehen, was das Glück ist, das du schenken willst. Amen. Wir tauchen da ein miteinander im Psalm 32. Wir starten gerade mit den ersten Versen. Es geht da los, Vers 1, Psalm 32 von David. Ein Maskil, das ist so ein kunstvoll gestaltetes Lied. Und dann geht es los. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Also, wenn im Geist, im Herz, innerlich in der Seele kein Trug ist, das heisst, man ist ehrlich. Man ist ehrlich zu sich selber und kann zugeben, wo das vielleicht Dreck gibt im Leben, wo es auch etwas Schlechtes gibt. Aber man ist auch ehrlich vor Gott und vor anderen Menschen und kann sagen, hey Gott, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich stehe dazu. Das ist gemeint mit keinem Trug. Und wir sehen da gerade an dem Anfang, es ist so wie eine kleine Zusammenfassung von dem, was nachher noch kommt, wie der David das emotional durchlebt hat. Also wie der da schildert von dieser Schuld. Er tut da so poetisch, aber auch tief emotional berührt, hat man den Eindruck. Der ganze hebräische Wortschatz ausschöpfen, um die Schuld zu beschreiben. Und das gibt uns heute auch einen kleinen Einblick, was mit dieser Schuld könnte gemeint sein. Was das auch für eine Tragweite hat, dass da eine Schuld herum sein kann. Es sind da 3 verschiedene Wörter, die der David braucht. Ich habe die auch da im Text, wo eingeblendet wird, hervorgehoben und so versucht zu markieren, die 3 Wörter. Das erste ist Übertretung. Im Althebräischen Pesha. Ein Verstoß gegen Gesetz und Gebot, was eigentlich auch bedeutet eine Rebellion. So quasi sich sagen, hey Gott, ich tue gegen deine Gesetze und Gebote verstoßen, weil ich weiß es doch selber besser. Ich weiß auch besser, was mir gut tut, als du. Ich meine, Gott hat mich zwar gemacht, er ist mein Schöpfer, er ist der Erfinder vom Leben und vom Menschen, aber ich weiß es besser. So ein Aufbegehren, eine Art, wo das Wort meint. Und das ist etwas, was heute sehr verbreitet ist, habe ich den Eindruck. Dass wir Menschen sagen, hey, wir wissen es doch besser. Das ist so ein bisschen so Maxime von unserer Gesellschaft, dass man sagt, hey, wenn es für dich stimmt, ist das doch gut. Wenn es für dich stimmt, ist das doch gut. Egal, mit wie vielen Leuten dass du im Bett landest oder was für Beziehungen die sonst noch haben. Wenn es für dich stimmt, okay, kein Problem. Egal, wenn du kein Busticket kaufst, Anführungszeichen, Dienstleistung stellen. Wenn es für dich stimmt und passt und vielleicht geht es dir auf und hast Glück und kommst durch, dann ist das schon okay. Oder egal, wenn du eine kleine Notlüge einstreuen musst, ja, vielleicht ist es sogar für alle ein bisschen besser, wenn man die Wahrheit nicht so genau weiß. Oder das ist etwas sehr Verbreitetes heute. Wenn es für dich stimmt, ist es schon gut. Aber was Gott dazu meint, ist egal. Wir haben das Gefühl, wir und unser Urteilsvermögen, das ist besser und höher als das, was Gott sagt. Das zweite Wort, das David da reinbringt, ist Sünde. Chata. Und damit meint er Zielverfehlung. Jesus hat gesagt, das Wichtigste im Leben ist Gottes Liebe von ganzem Herzen und die Menschen um sich herum wie sich selber. Das ist auch das Ziel vom Leben. Liebevolle, positive, ermutigende, erfrischende Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen. Und dann kann man sagen, überall, wo man etwas macht, wo das kaputt macht, ist Zielverfehlung. Das dritte Wort, das David da braucht, ist Schuld. Avon. Und man könnte sich das so vorstellen, als gäbe es so ein Schuldbuch, wo jetzt aufgeschrieben wird, Protokoll geführt. Hey, der Phil, der hat da schon ein paar Schulden auf sich geladen. Und es wird alles schön säuberlich notiert. Wenn du dich fragst, ja, was könnte das denn sein? Manchmal ist es gut, zum Beispiel die 10 Gebote ein bisschen im Kopf haben, die Gott den Menschen gegeben hat, dass man merkt, was Schuld ist. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Hey, der Phil, dort im Fall, dort ist ihm plötzlich etwas anderes wichtig geworden. Und es wird aufgeschrieben, check. Oder du sollst nicht lügen. Wie schnell passiert uns irgendeine Notlüge? Aufgeschrieben, check, check, check. Dann heisst es, man soll nicht neidisch sein. Boah, mein Nachbar, der hat so ein schönes Auto, das will ich auch. Also das mag ich ihm nicht gönnen. Check, check, check. Alles wird aufgeschrieben. Böse Wort. Check, check, check. Alles aufgeschrieben. Man soll treu sein in seiner Ehe. Überleg mal, was in deinen Gedanken alles passiert. Check, 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 check. Alles wird aufgeschrieben.
Und dann heisst es, den Sabbat soll man ehren. Sich einen Tag Zeit nehmen pro Woche, um in Verbindung zu kommen mit Gott. Mal ehrlich, wie viel Mal machen wir das? Check, 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 alles aufgeschrieben, eine riesige Liste. Ja, so ein Schuldbuch, das geführt wird. Ich habe aber in dem Text noch etwas Zweites hervorgehoben. Der David hat auch sehr wahrscheinlich emotional erlebt, was Vergebung bedeutet. Und es sind auch 3 verschiedene Wörter, die der David da reinbringt, um zu zeigen, hey, die Vergebung, das ist so etwas Grosses, so etwas Gewaltiges, so etwas Unbegreifliches, fast Unverständliches. Es ist etwas, was uns richtig glücklich macht, wenn wir das erfahren dürfen. Und ich habe die auch noch in dem Text hervorgehoben. Vielleicht können wir die auch noch gerade kurz einblenden. Das Erste ist, er sagt einfach vergeben. Es wird vergeben. Das bedeutet, die Rebellion wird wie weggemacht. Es wird nicht drauf geschaut. Es wird zugedeckt. Wir dürfen wissen, Gott wartet als liebender Vater mit offenen Armen auf uns. Auch wenn wir manchmal so rebellisch sind. Das zweite Wort, Gott deckt es zu. All die Momente, wo wir unserem Ziel vorbeischiessen und Beziehungen kaputt machen, die Beziehung zu Gott und zu Menschen, das wird wie zugedeckt. Und der richtende Gott schaut es nicht mehr an. Sogar man sieht es nicht mehr. Es wird als inexistent erklärt. Und das dritte Wort, es wird nicht zugerechnet. Das ganze Protokoll, wo oben dran mein Name steht und wo dein Name steht, das nimmt Gott den Namen weg von dem Protokoll und tut es auf die Liste setzen, wo steht schuldlos. Das sind die 3 Wörter, die der David da anführt, wie er die Vergebung von Gott erlebt und wo er merkt, hey, das bringt das Glück in mein Leben, das tut so gut. Das muss ich raus erzählen, das muss ich allen erzählen. Ich habe die Wörter noch mehr versucht, detaillierter zu beschreiben, auch mit anderen Bibelstellen noch. Wenn ihr das noch vertiefen wollt, dann tun das Handout doch abladen, das man unten dran im Link findet im YouTube-Film. Da kann man es dort mal noch genauer studieren. Sehr interessant, wie detailliert der David eingeht. Was ist Schuld? Aber wie viel grösser ist noch die Vergebung? Es wird uns da so richtig vor Augen gemalt. Aber oft, wie beim David ja auch, ist ein längerer Prozess. Ich meine, der David ist jetzt mit dieser Schuld, mit den Schulden, die wir vorher darüber geredet haben, ist er über ein Jahr unterwegs gewesen, bis nach der Geburt von dem Kind und noch ein bisschen länger, was ihn bewegt hat. Ein langer Prozess. Und der Prozess schildert er im Psalm 32 und das kann für uns auch eine Anregung sein, eine Ermutigung, Schritte vorwärts zu gehen. Gerade auf dem Weg in dem Prozess. Es sind 4 Stationen, die da beschrieben werden. Und die erste Station, die erinnert mich an unsere Familie. Ich habe 3 ganz liebe Kinder, einen Bub und 2 Mädchen. Und manchmal dunkt es mich, als hätte ich noch ein 4. Kind. Ich weiß nicht, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Und ich habe es noch nie gesehen. Aber irgendwie taucht es immer wieder auf im Familienalltag. Und zwar heisst das Kind «Ich nicht». Das «Ich-nicht-Kind». Also gerade gestern zum Beispiel ist bei uns die etwas kaputt gegangen. Und dann habe ich gefragt, hey, wer ist das gewesen? Dann sagt der Älteste, ich nicht. Ah, was? Der ich nicht? Ist das gewesen? Die anderen sagen auch, ich nicht, ich nicht. Das ist noch oft so bei uns, wenn irgendetwas in die Hose geht oder irgendein Zeichen passiert, alles ist der ich nicht. Alles ist der gewesen, der Sepp. Und dann fragt mich manchmal, wer ist denn das, der ich nicht? Die Kinder sind manchmal ganz gut, also in Verantwortung abschieben und in Sachen verdrängen. Das macht mich aber auch ein Stück weit nachdenklich, weil ich glaube, wir Erwachsenen, wir sind auch ganz gute Ich-nicht-Menschen, die sagen, hey, ich bin es nicht gewesen. Die anderen schon, ich nicht. Und genau auf das geht der David ein. Er schreibt am Anfang da, im Vers 3, wenn wir jetzt weiterlesen, als ich schwieg, also er hat es verschwiegen, verheimlicht, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Also mit anderen Worten, David hat es verschwiegen, was die Schuld, die ihn bedrückt hat, was er gemacht hat. Aber er ist wegen dem nicht still gewesen, sondern hat angefangen ihm rumoren und hat angefangen zu stöhnen, weil es ihn so geschmerzt hat. Vers 4. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Also der Saft, die ganze Lebensenergie, ist so wie in der Hitze vom Sommer völlig verdorrt. Es ist wunderschön, wie poetisch das ausgedrückt wird. Aber auch sehr tief und ehrlich und schwer, wenn wir uns das mitvorstellen und mitempfinden mit dem David. Hey, das muss ihn irgendwie jetzt tief getroffen haben und seine ganze Lebensenergie kaputt gemacht haben.
Und wenn ich darüber nachdenke, was machen wir mit unserer Schuld, dann sind es auch so zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen. Das Erste ist, dass wir es einfach verdrängen, dass wir es so wie wegsperren. Dass wir denken, irgendwie geht es schon vorbei. Irgendwie wird es schon Gras darüber wachsen. Es sind sogar Sprichwörter entstanden, wie wir die Sachen verdrängen. Das Gewissen ist irgendwo da und rumort in uns und würde echt zeigen, hey, es wäre dran, dass du dort Ordnung reinbringst. Aber wir denken, ich will nicht. Das ist die Macht von der Sünde, von der Schuld. Sie hat Angst vor dem Licht. Sie hat Angst, als Licht gebracht zu werden. Sie liebt das Verborgene und das Dunkle. Aber es rumort weiter und es kocht und es brodelt und wir versuchen es abzustumpfen. Und vielleicht klingt es uns auch eine gewisse Zeit, aber plötzlich kommt es wieder führen. Plötzlich kommt es uns wieder in den Sinn und dann tut es weiter rumoren. Und das Zweite ist, was wir auch oft machen, wir tun es bagatellisieren. Wir tun es klein machen, als wäre es gar nicht so schlimm. Als wäre es ja fast nicht passiert. Und das passiert so schnell, dass man sagt, hey, das macht ja gar nichts, ist doch nicht so schlimm, ist ja nur eine kleine Notlüge. Der andere hat es ja fast nicht gemerkt, dann machst du die Türen auf vom Auto auf dem Parkplatz und es gibt einen Kratzer und hätte ja ein anderer gewesen sein, das kann ja jedem passieren und du musst einfach bagatellisieren. Oder vielleicht für ein Ehepaar ein flotter Flirt irgendwo mit einer anderen Frau. Meine Frau die ist halt ein bisschen lahm daheim, selber geschuld. Oder nimmst du ein bisschen mehr von den Spesen im Geschäft oder schreibst sehr grosszügig deine Arbeitszeit auf und denkst, ja, der Chef, der ist schuld. Er tut ja nie würdigen, meine Arbeit, die ich mache. Eigentlich hätte ich es doch verdient. So bagatellisieren, die anderen sind schuld, Verantwortung abschieben oder das ganz klein zu machen. Aber der David, der sagt, hey, er hat es auch verdrängt. Und darum ist der erste Punkt in diesem ganzen Prozess, dass wir ehrlich sind, dass wir offen sind, dass wir es zugeben und dass wir sagen, hey, ich begreife es. Die 4 Schritte in diesem Prozess, das sind alles Wörter, die mit dem B anfangen. Das erste ist begreifen. Also, dass wir mal sagen, hey, da gibt es etwas, das ich vielleicht verdränge. Da gibt es etwas, wo ich eine Schuld habe. Da gibt es etwas, wo ich nicht gerne anschaue, wo in mir rumort. Und der erste wichtige Schritt ist, dass man sagt, hey, das ist wirklich da. Dass wir es zugeben vor uns selber. Dass wir nicht da trug in uns sein lassen, sondern dass wir ehrlich sind. Im 1. Johannes 1, Vers 8, dort tut es auch im Neuen Testament sehr schön aufgegriffen werden. Dort heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn wir denken, wir wären so ein Bling-Bling-Typ, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also das Schlimme ja ist, wenn wir es wegschliessen, wenn wir es klein machen, ist, dass wir auch uns selber betrügen. Dass wir uns selber anlügen und so tun, als wäre es nicht da. Der David sagt, hey, das kann sogar psychosomatische Auswirkungen haben. Dass das, was meine Psyche belastet, auch anfängt, körperliche Folgen zu haben. Dass ich Kopfweh bekomme, Migräne, vielleicht sogar Magenschmerzen. Also David sagt nicht, jeder, der quasi eine Krankheit hat, hat irgendetwas Bosget. Das sagt er nicht. Aber er sagt, wenn es etwas gibt, eine Schuld, die in uns rumort und die wir verdrängen, die wir nicht klären, dann kann das sein, dass das auch körperliche Auswirkungen hat. Vielleicht kennst du das auch, dass etwas so fest in dir rumort, dass es bei dir anfängt zu schmerzen. Bei David war es sogar, er hat so richtig gestöhnt. Und es ist wichtig, dass wir heute an diesem Morgen uns fragen, hey, was ist das, was bei mir rumort? Was ist das, was ich eigentlich weiss, ich sollte es klären, ich sollte es in Ordnung bringen. Aber ich mache es trotzdem nicht. Wo ich bis jetzt keinen Mut hatte, wo ich mir immer gesagt habe, es ist doch nicht so schlimm, oder es geht doch schon vorbei, oder es kann ja Gras darüber wachsen, oder die andere Person hat vielleicht das nicht so schlimm erlebt. Wenn du so etwas hast, dann wird dir bewusst, was es ist. Und steh dazu. Du es einsehen. Du es begreifen. Wie ist denn das Gott gegenüber? Wie kann das denn sein, dass wir Gott gegenüber etwas verbrechen? Wie ist das, wenn ich an Gott denke? Dann dürfen wir wissen, Gott wird uns auch führen, dass wir es begreifen dürfen. Und manchmal braucht es einen Anstoß. Beim David war das der Nathan. Vielleicht bei uns ist es so jetzt wie das Nachdenken über den Psalm 32. Hey, wenn etwas ist, dann begreifst und steh dazu. Und das hat der David auch gemacht. Er hat es bekannt. Lassen wir weiter im Vers 5.
Da heißt es, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. So etwas Gutes. Der David hat gesagt, ich will es bekennen. Das ist der zweite Schritt, dass man sagt, hey, ich kann doch ehrlich sein, ich kann es zugeben und ich kann es bekennen vor Gott und vor Menschen. Mir ist da das Bild vom verlorenen Sohn im Neuen Testament so ein gutes Vorbild. Da hat der verlorene Sohn, der so viel verbockt hat, gesagt, hey, ich will gehen und ich will es von meinem Vater bekennen und auch vor Gott. Und das sind so die zwei Richtungen, dass man erst sagt, hey, ich will es bekennen vor diesen Menschen, wo ich es angetan habe, dass ich zu ihnen gehe und dass ich sage, hey, ich will es wieder gut machen. Dass wir ein Gespräch suchen und sagen, ja, ich habe da etwas schlecht gemacht. Aber das Zweite ist auch, dass wir kommen und sagen, hey, ich will es bekennen vor Gott. Und will es zugeben. Es ist ja nicht so, dass Gott das alles nicht wüsste. Aber ich glaube, Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen und einfach auch ehrlich sind und sagen, was wir falsch gemacht haben. Weil das dann auch zum nächsten Schritt weiterführt. Und gerade in diesem Zusammenhang können wir uns fragen, ja, wieso soll man es dann auch von Gott bekennen? Ich meine, es gibt Sachen, die habe ich anderen Menschen ja angetan. Ich meine, logisch soll ich andere Menschen um Vergebung bitten, ihnen das zu bekennen. Aber wieso vor Gott? Jesus sagt, alles, was ihr irgendeinem Menschen antut, das tun ihr auch mir an. Ich glaube, Jesus verletzt es zutiefst, wenn ich einem anderen Menschen irgendetwas Böses antue oder irgendeinen Schaden zufüge. Und gleichzeitig freut er sich doch auch so sehr, wenn ich das Gegenteil mache, wenn ich etwas Gutes tue. Jesus sagt, was ihr einem von meinen Geringsten antut, das tun ihr mir. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Manchmal geht es ja direkt gegen Gott selber. Und er fragt mich manchmal, was ist einfacher? Ist es einfacher, das zu bekennen vor sich selber? Einzugestehen, hey, da ist etwas? Oder ist es echt einfacher, das einem anderen Menschen zu sagen? Oder ist es fast schwieriger, das vor Gott zu bekennen? Ich weiß nicht, was dir am schwierigsten fällt. Bei Gott dürfen wir auf jeden Fall wissen, dass er offene Arme hat. Jesus, er hat nie jemanden getadelt, wo er zu ihm gekommen ist, weil er Sünde gehabt hat. Er hat sie höchstens getadelt, weil sie geheuchelt haben. Und er hat höchstens gesagt, hey, dir ist vergeben und jetzt von jetzt an du nicht mehr sündigen. Das ist so, wie Jesus gehandelt hat. Gott hat so offene Arme und es ist so befreiend. Es ist auch eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, das Bekennen, dass wir auch von anderen Menschen das bekennen können, so in einer Art von Beichte. Im Jakobus 5,16 wird das mega schön aufgegriffen. Das ist so etwas Gutes. Das heißt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Also wenn wir überlegen, die Beichte von der Bibel her, nur weil ich es einem anderen Menschen sage, heisst das nicht, dass es meine Schuld wegnimmt. Aber der andere Mensch lässt zu. Und er hilft mir dabei, dass ich es im Gebet vor Gott bringen kann. Dass ich Gott um Vergebung bitten kann. Und kann mir dann zusprechen, hey, Gott ist gnädig. Gott vergibt gern. Er hat auch dir vergeben. Manchmal ist es auch super Erinnerung, wenn etwas wieder anfängt zu wühlen, dass dann die andere Person kann sagen, hey, wir haben es Gott angelegt, es ist vergeben, es ist zugedeckt. Dein Name ist vom Schuldbuch weggenommen. Gott hat es wieder gut gemacht. Gott hat dir alles weggenommen. Vielleicht sagst du jetzt auch, hey, ich bin doch ein Christ. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich mein Leben ihm gebe, wenn ich ihm um Vergebung bitte und ihm mein Leben einlade, dann vergibt er mir doch alles. Ist doch klar. Der Petrus hat das ähnlich erlebt. Er hat Jesus gesagt, als er ihm die Füße waschen wollte, Jesus, du mich ganz waschen. Wenn du mich waschen, dann will ich alles nehmen. Und Jesus sagt ihm, hey, du bist schon rein. Also er sagt, ja, wenn du ein Christ bist, dann hast du so wie ein reines Gewand an. Aber Jesus sagt, aber deine Füße, die tun wir trotzdem immer wieder waschen. Manchmal ist es wichtig, dass wir einfach den Dreckklumpen, der an den Füßen klebt, uns immer wieder von Jesus abwaschen lassen, weil es uns selber das Vorwärtsgehen im Leben schwer macht. Das hat mich an ein Jungskilager erinnert. Das war mein erstes Sola, als ich gegangen bin als Kind. 2., 3. Klasse, so muss das gewesen sein, zum Thema Nehemia. Ich habe da ganz viele Erinnerungen, das war mega cool gewesen. Aber ein Fußballmatch hat es gegeben, der war richtig doof gewesen. Das war, glaube ich, der schlimmste Fußballmatch von meinem Leben gewesen. Und zwar haben wir auf einer Kuhweide Fußball gespielt. Und ich habe natürlich mitgemacht, ich habe das sehr cool gefunden. Und dann auf einmal, als ich gerannt bin, ups, mitten in Kuhfladen rein. Boah, das gestunken und alles war voller Scheissdreck gewesen.
Und im Leben geht es manchmal gleich. Manchmal stehen wir in die Scheisse und ziehen einfach einen ganzen Schuh voll raus und es belastet uns, es stinkt, es drückt und ist schwer. Wie wichtig ist, dass wir es bekennen vor Gott und uns die Füße immer wieder neu waschen lassen. Dass wir nicht mit dem ganzen Dreck durch das Leben durchlaufen und unsere Drecks- und Gestankspuren hinterlassen. Und es geht ja dann zum Glück weiter. Lesen wir von Vers 5b, das ist so für mich der Vers, wo so richtig die Gnade von Gott spürbar ist. Und wo ja richtig die Hoffnung hineinkommt und wo anfängt das Glück zu zeigen, wo der David davor redet. Da heißt es, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist so etwas Gutes. Der David sagt, Gott, du hast mir es vergeben. Die ganze Schuld von all den Sünden. Und das Gleiche dürfen wir im Neuen Testament auch lesen. Einer von meinen Lieblingsverse, 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also der nächste Schritt in diesem Prozess ist, dass wir kommen und dass wir die Begnadigung erleben dürfen. Dass Gott sagt, hey, ich habe Gnade und ich vergebe dir doch so gern. Und das ist möglich geworden, weil ja Jesus für alle unsere Schulden gezahlt hat. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben und hat dort das ganze Schuldprotokoll auf sich genommen und hat die Strafe für dich und für mich gezahlt. Unsere Strafe ist abgezahlt und der ganze Zorn, den Gott hat gegen das Böse, der hat Jesus auf sich genommen. Gerade am letzten Sonntag haben wir sehr darüber nachgedacht, zum Psalm 22, wo es auch um den Zorn geht, den Jesus auf sich genommen hat. Lass doch dort nochmal rein, um das Ganze nochmal so auf dich wirken lassen. Wenn du es nicht gehört hast, geh es noch anhören. Der ganze Rucksack vom Dreck, oder, wo wir am Fuß den Klumpen mit uns herumtragen, hat Gott weggenommen. Gottes Gnade, die ist so groß und wir dürfen sie einfach ergreifen und annehmen. Hast du die Gnade angenommen? Es ist so ein Bild wie, wenn eine Überschwemmung kommt, wenn eine Wasserflut kommt. Ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht von einer Überschwemmung von der Donau in Ulm, wo man sieht, wie da der Fluss übers Wasser kommt, übers Ufer kommt. Übers Wasser kommt, das ist jetzt nicht so schönes Schweizerdeutsch gewesen. Der Fluss kommt übers Ufer und wenn man jetzt dort spazieren würde man denken, wow, die Wasserflut, wenn die noch mehr steigen, irgendwann kommen sie zu den Häusern, wir können da nicht mehr sein, es ist eine Gefahr und es trifft mich. Das Wasser, ein Wasserstrudel, der einem immer mehr runterzieht. Und die Gnade von Gott ist wie eine riesige Beige von Sandsäcken. Ich habe auch eine kleine Fotomontage gemacht im nächsten Bild. Die Gnade von Gott tut die Wasserfluten aufhalten. Dass man munter am Ufer spazieren kann und die Wasserfluten können einem nichts mehr anhaben. So ist die Gnade von Gott. Gottes Vergebung sind Sandsäcke, wo der Wasserstrudel, der uns sonst würde abziehen wegen der Schuld, aufhalten. Und so erlebt es auch der David. Ich lese weiter da im Vers 6. So beschreibt er es. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. So schön, wie das der David da formuliert. Gott ist der Bergungsort. Gott schützt vor dem Wasserstrudel. Gott umgibt mich mit Rettungsjubel. Er verwandelt das, was mich abgezogen hat, in Freude, in einen Jubel, ins Glücklichsein. Etwas, was so richtig gut tut der Seele. Und trotzdem fällt es uns Erwachsenen doch manchmal so schwierig, oder? Ihr kennt das Lied. Sorry seems to be the hardest word. Man singt sogar ganze Lieder darüber. Aber es ist so gut, es tut so gut. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir das schon von Anfang an unseren Kindern lernen. Hey, bitte um Vergebung. Du bekennen, wenn du etwas gemacht hast. Und du erfahren, wie gut die Vergebung ist. Man kann sich jetzt fragen, wie macht man das gerade bei den Kindern? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir selber als Erwachsene gute Vorbilder sind. Dass sie vielleicht sehen, wie wir als Eltern einander um Vergebung bitten, wenn ich mal laut geworden bin. Oder wenn ich zum Beispiel mal ein böses Wort gesagt habe. Dass ich sage, hey, es tut mir leid. Auch dem Kind gegenüber. Und dass man Kind auch anleitet dazu. Ich meine, so schnell versuchen wir sie zu ermuntern, komm, tu doch dem Entschuldigung sagen. Und sie lernen, ja, man sagt schnell Entschuldigung und dann ist alles wieder gut. Sondern dass man sie anleitet, hey, dann wirklich um Entschuldigung bitten. Du überlegen, tut es dir auch leid.
Willst du das vor Gott anlegen? Das kann helfen, wenn man mit dem Kind das bespricht. Und oft merkt man sehr schnell, wenn es einem wirklich leid tut, wenn man um Vergebung bitten will, dann ist es mit dem Wunsch verbunden, es nachher besser zu machen, um es wieder gut zu machen. Also gerade bei den Kindern, ich meine, wenn jetzt das Glas ausgeschüttet wird, ist das einfach, dann sagen, hey, wenn es dir wirklich leid tut, wie machst du es wieder gut? Komm, da hast du eine Lumpe, kannst du es gerade putzen. Aber ich versuche das auch zum Beispiel im Gespräch mit meiner Frau zu machen. Wenn ich ein böses Wort gesagt habe, dann sage ich, hey, es tut mir leid, wie kann ich es wieder gut machen? Und dann sagt sie, ja, und schaust mal einfach das Wort nicht mehr sagen, zum Beispiel. Es gibt ja Sachen, die falls schwer, um es wieder gut zu machen, aber manchmal können wir es auch wirklich die Sachen wieder gut machen. Wie ist das denn Gott gegenüber? Wie können wir die Sachen Gott gegenüber wieder zumachen? Und es ist interessant, auch der David schreibt über das. Lesen wir den nächsten Vers, Vers 8, Psalm 32. Plötzlich fängt Gott an zu reden und zeigt, wie das wir jetzt vorwärts gehen soll. Also sagt Gott quasi, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Das heißt, Gott sagt, ich schaue, wie es dir geht. Ich achte auf dich. Und ich will dich führen und weiter den Weg weisen. Also der vierte Schritt in diesem Prozess ist, dass man sagt, hey, es tut mir leid. Danke für deine gewaltige Gnade, Jesus. Aber jetzt will ich es besser machen. Jetzt will ich besser auf dem Weg vorwärts gehen. Und Gott sagt, ja, ich helfe dir, auf dem Weg vorwärts zu gehen. Ich will dich lehren, auf dem Weg vorwärts zu gehen. Es ist ein Weg, der anfängt und wo weitergeht, wo man merken, wie das Glück auch immer mehr wachsen darf. Wie geht denn das? Wie können wir den Weg lernen? Ich denke manchmal so gut, dass wir eine Bibel haben, wo so viel drin steht. Wie können wir auf dem Weg vorwärts gehen, dass nicht mehr so Schuld passiert? Wichtig, dass wir mit anderen Christen im Kontakt sind und sagen, hey, wie würdest du das machen? Wie kann ich da vorgehen? Wie kann ich durch mein Leben gehen und meine Notlügen endlich loslassen, zum Beispiel? Wichtig ist auch, dass wir wissen, Gott schenkt uns den Heiligen Geist, der uns führt und leitet im Alltag. Dass wir eben nicht die ganze Zeit immer wieder neu in den Dreck hineinstehen, sondern dass man auf dem Weg vorwärts geht, wo Gott uns will führen. Es ist mir ein Bild in den Sinn gekommen da von so einem Gomfi-Glas. Wer selber Gomfi macht, der weiß, wie das zu und her geht. Man tut es vorher mit heißem, sogar kochendem Wasser ausspülen. Jetzt können wir sagen, normales Wasser würde ja lange. Gott will doch begnadigen, will einfach rein machen, aber Gott will auch haltbar machen. Gott will, dass es haltbar wird, das, was in uns innen ist. Und darum sagt er, hey, ich zeige euch den Weg, wie es nachher vorwärts gehen kann, wie es weitergehen kann. Und es ist interessant, es ist ja Poesie, die Psalmen, und der David bringt es so bildlich im nächsten Vers, Vers 9. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen. Sonst nahen sie dir nicht. Also sagt, schaut, dass nicht mit Gewalt das muss passieren, sondern freiwillig. Sonst sind wir wie Ross und wie Maultiere. Ich möchte an diesem Punkt zum Schluss kommen. Ein Prozess, begreifen, bekennen, sich begnadigen lassen und dann besser zu machen. Der Weg, den der David gegangen ist, und der Weg, den er uns aufmuntert zum Gehen. Und dann schreibt er am Schluss da im Vers 10, viele Schmerzen hat der Gottlose. Ich meine, wo soll denn der seine Schuld abladen? Wie soll der die Befreiung erfahren? Wie kann das denn gehen? Logisch können da Schmerzen kommen. Weiter heißt dann, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Es tut so gut, wenn wir unseren Rucksack für Jesus abgeben dürfen. Es tut so gut, dass der Dreck, den wir mit unseren Schuhen rausgezogen haben, wenn der uns von Jesus abgewaschen wird. Es tut so gut, wenn wir da neue Befreiung erfahren dürfen. Und ich möchte dich fragen, welches ist jetzt der Punkt, den du heute mitnehmen willst. Vielleicht sagst du, hey, es wäre für mich dran, dass ich einfach mal ganz grundlegend mit Gott reinen Tisch mache. Dass ich einfach immer sage, hey Gott, das, was ich alles gemacht habe in meinem Leben, das will ich dir abgeben. Bitte, du mich begnadigen. Du kannst dein Leben so einfach Jesus geben im Gebet. Es wäre schön, wenn du dich meldest im Kommentar oder im E-Mail, das ist auch unten eingeblendet. Du dich melden, wenn du willst, so einen Schritt vorwärts gehen. Und es ist noch interessant, als ich in der Vorbereitung war für die Predigt bei dem Teil, ist mir in den Sinn gekommen. Oder hat Gott mir aufs Herz gelegt, so muss ich sagen, dass ich jetzt an dieser Stelle dich einlade für unseren Alpha-Live-Kurs. Und als ich das Gefühl hatte, dass Gott mir das sagt, habe ich gesagt, aber hey Gott, come on,
Unser Alpha-Live-Kurs, der startet erst im September. Aber irgendwie hat Gott vielleicht jemanden auf dem Herzen, vielleicht dich, oder du da jetzt reinschaust, dass er sagt, der Alpha-Life-Kurs, das wäre jetzt genau dein nächster Schritt an diesem Punkt. Dass du sagst, ich will noch mehr von dem Jesus erfahren. Das ist ein Kurs, der mit einem grossen Fragezeichen beworben wird. Wenn ich Fragen habe, hey, wer ist denn der Jesus? Was hat das mit dieser Schuld auf sich? Wie kann ich einen reinen Tisch machen mit ihm? Was hat das alles zu bedeuten für mein eigenes Leben? Dann wäre vielleicht genau das der Punkt, dass du sagst, jetzt will ich Nägel mit Köpfen machen. Und ich melde mich heute an schon, obwohl 1. Mai ist für den Alpha-Live-Kurs, der dann im September startet, weil ich diesen Fragen will auf den Grund gehen. Dann kannst du das machen. Ich habe da ein ganz kurzes Werbevideo, wo wir über die laufen lassen für unseren Alpha-Live-Kurs, wo du kannst reinschauen kannst, und ich möchte dir das gerne kurz einspielen. Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es da mehr gibt, bist du damit nicht allein. Wir alle suchen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Es lohnt sich doch unbedingt, dass man einmal im Leben sagt, hey, was hat das Ganze mit dem Jesus zu tun und auf sich? Das ist ein Kurs, der bewusst nicht für Leute ist, die die ganze Zeit in die Kirche gehen und mega christlich sind, sondern die sagen, hey, ich habe mit der Kirche nichts zu, aber ich will einmal ein bisschen Zeit investieren, um dem auf den Grund zu gehen. So als Grundlage vom Leben. Was hat das für die Zukunft zu bedeuten? Vielleicht ist das dein Punkt, den du heute mitnimmst. Vielleicht bist du auch an einem anderen Ort, dass du sagst, hey, heute hat mir Gott etwas gezeigt, das ich neu begreifen und zugeben und ehrlich sein zu mir selber und auch von Gott, und ich will es in Ordnung bringen. Vielleicht ist es etwas, wo du musst einem anderen Menschen auch bekennen und ihn um Vergebung bitten. Dann mach heute Nägel mit Köpfen. Du kannst jetzt schreiben, ein WhatsApp, hey du, hast heute Nachmittag Zeit zum Telefonieren? Oder können wir morgen ein Käferli zusammen trinken? Natürlich mit 2 Meter Abstand oder wie auch immer. Mach gerade jetzt Nägel mit Köpfen, aber wenn dir Gott etwas aufs Herz legt, dann geh einen Schritt weiter. Und zögere nicht. Nicht, dass deine Gebeine noch mehr schmerzen und du ins Stöhnen reinkommst und die Wasserfluten dich mitreissen. Sondern dass du kannst die Erleichterung erleben und zu dem Juchzen kommen. Du das Bekennen von Gott. Oder vielleicht sagst du auch, du bist an dem Punkt und sagst, hey, ich habe einen reinen Tisch gemacht mit den Leuten, die um mich herum sind, mit Gott. Aber ich will immer wieder neu lernen, um es besser zu machen, dass ich nicht neue Schuhe rausziehe. Lass uns zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, für den Psalm 32. Danke, dass wir so ehrlich in das Leben von David hineinschauen. Er war ein Mann nach dem Herzen und trotzdem hat er auch sehr viel Dreck am Stecken gehabt. Danke, Jesus, dass David uns so ehrlich darüber schreibt, wie er verdrängt hat, wie es ihm Schmerzen bereitet hat, bis er endlich an den Punkt gekommen ist, wo er es bekannt hat vor sich selber und vor dir und auch vor den Menschen und Buße da hat. Und nachher dürfen erfahren, wie gnädig du bist, wie du gern vergisst und wie du neue Freude und Glück ins Leben hineinbringst. Und Jesus, dort, wo du uns etwas aufs Herz legst, hilf uns, dass wir einen Schritt weitergehen können. Dass wir es bekennen können, dass wir es gut machen können, dass wir um Vergebung bitten andere Menschen und dich, Vater im Himmel. Danke, dass du gern vergisst. Und danke, dass du mit uns einen Weg willst, vorwärts gehen, wo wir es besser machen können. Jesus Christus, du uns dort ausrüsten mit Kraft und deinem Heiligen Geist, wo wir selber zu schwach sind. Amen. So gut, am Schluss einfach der Ruf, hey, das führt mich zum Jubeln und zum Glücklichsein. Wenn ich die Gnade erfahren, ist es ein grosses Fest, das losgeht. Und ich wünsche mir, dass auch du das erleben darfst, dass der Jubel so richtig zu dir kommt. Vielleicht ist wirklich der Startpunkt, dass du sagst, hey komm, ich will auch mal tiefer graben und in den Alpha-Kurs hineingehen. Ich finde das so ein kurzes, gutes Video, das würde ich am liebsten gerade nochmal einblenden. Darum schau es dir doch nochmal an. Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es da mehr gibt, bist du damit nicht allein. Wir alle suchen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Danke vielmals viel auch für deine Worte und für deine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Psalm.
Vielen Dank, dass du dir da Sonntag für Sonntag einfach Gedanken machst. Hey, wenn du jetzt etwas hast können mitnehmen aus dem Gottesdienst, dann tu das doch weitergeben. Tu doch den Link teilen, wo man das auf YouTube dann nachschauen kann. Auch wenn du Leute kennst, zum Beispiel, die im Hochdeutsch jetzt mehr daheim wären. Gerade anschliessend, 11:30 Uhr, nicht vergessen, nochmal ein Gottesdienst auf Hochdeutsch. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, wo ihr da könnt auch genau Leute einladen. Danke vielmals auch an die finanzielle Unterstützung, die die Gottesdienst überhaupt erst möglich machen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick in die Woche. Anschliessend 12 Uhr findet das Catch-up statt, gleichzeitig zum Gottesdienst. Da müsst ihr euch leider entscheiden. Wir werden Lasagne machen. Ich hoffe, sie wird gut. Das liegt dann von denen ab, die kochen. Dann am Dienstag ist hier immer Gemeindegebet für alle. Mittwoch für die jüngeren Semester Teenie-Zone. Und nächsten Sonntag natürlich wieder ein Gottesdienst. Wir sind immer noch in den Psalmen unterwegs und es wird auch dort wieder einen Gottesdienst auf Hochdeutsch geben. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einen Segensvers sprechen. Steht doch auf für die mögen. Ich lese aus Thessaloniker 5, 23 und 24. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unseren Herrn, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Schönen Sonntag zusammen.